Grüß dich, das ist die Nina Schitja und herzlich willkommen zu einem kleinen Laber-Video, was sehr requested war von euch, denn ich kann jetzt doch viele möchten einen Beruf nebenbei, zum Beispiel der liebe Dummy, die liebe Steffi, also die Ciel Noir oder 8-Bit Blind oder zum Beispiel danach bin ich fertig mit dem Jahr und ignoriere die Background-Geräusche dahinter. Okay? Thank you. Da bin ich gesehen. Also, nachdem ich das Jahr abgeschlossen habe, habe ich dann auch zeitlich drauf ein Praktikum in einem Altersheim in Aargau gefunden. Ich denke, ich im Aargau? Ja, also es ist so. Meine Mutter hatte eine Kollegin, die dort gearbeitet hat in einem Altersheim und durch sie bin ich dann dort an ein Praktikum gekommen. Nur, es ist so. Es ist etwas passiert, was mein Leben komplett ändern sollte. Und zwar bin ich 2 Monate dort gewesen. Ich dachte so, hä, was ist denn passiert? Es ist so. Entschuldigung. Ich bin 2 Monate dort gewesen und danach ist ihnen aufgefallen, dass ich... Entschuldigung, die Nase ist. Ist ihnen aufgefallen, dass ich viele Sachen vergesse oder ganz einfache Abläufe nicht gespeichert sind oder werden können. Auch die kleinsten Sachen kann ich mir wirklich nicht merken. Und das ist mir auch aufgefallen und ich habe mich immer wieder geärgert und mich selbst dafür noch verantwortlich gemacht, dass es nicht geklappt hat. Wie gesagt, dann nach 2 Monaten im August 2017 ist halt das mit der Schule gewesen, vom Hubelmarkt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Luzern dort Luzern dort bei der Almend im Berg oben, wenn ihr mit dem Bus 4 fahrt. Dort die Hubelmarkt-Schule. Dort habe ich dann nach der Schule gehabt und zusammen das Praktikum gemacht. In Schäftland. Also in Schäftland. Ich bin jetzt mal so frei. In Schäftland. Okay. Und ja. Habe ich das abgebrochen. Das Praktikum. Und dann bin ich durch dieses Praktikum und durch die Schule zum BJB RAF, also BJB-RAF in Emmenbrück gegangen. Also im Arbeitslosenamt dann reingefallen bin ich. Und das war für mich auch nicht eine so gute Sache gewesen. Weil ich auch dort immer den Druck hatte, Bewerbungen zu schreiben und egal was ich gemacht habe, ich habe geschrieben wie eine Wahnsinnige. Es ist immer ein Absage gekommen oder nein, wir können dich nicht nehmen wegen schulischer Noten. Entweder war es wegen schulischer Noten oder weil ich nicht gepasst habe zum Verein oder es war einfach weil es auch nicht was. Weil sie etwas Besseres hatten. Aber immer Absagen. Immer. Oder vielleicht 1-2 Mal, aber es ist immer. Immer. Und ich muss euch vorstellen, das ist sehr frustrierend, wenn ihr nicht wisst, warum bekommen ihr andauernd Absagen. Dann im Januar 2018 hatte ich die Chance gehabt, zusammen mit dem SRK, also mit dem Schweizerischen Roten Kreuz, dort einen Pflegekurs zu machen. Haben auch gut toll und erfolgreich absolviert. Haben auch dürfen ein Kinästhetik-Diplom machen und vieles lernen über Pflege, über menschliche Kunde und vieles weitere. Dann habe ich durch das SRK wieder ein Praktikum bekommen in der Pflege. Und zwar hier in der Nähe. Also gerade ein Dorf nebenan eigentlich. Also in Triengen. Also praktisch in Triengen hatte ich dann wieder ein Praktikum gehabt
im Mai 2018. Dort hatte ich dann ein Praktikum gehabt, wieder. Und ich bin wirklich gut gewesen. Ich habe mich gefreut, dass ich dort anfangen. Nur, es gibt ein Aber. Und zwar ist es so gewesen. Nach 3 Monaten haben sie wieder bemerkt, hey, sie vergisst Sachen. Sie kann sich einen einfachen Tagesablauf und oder auch Aufgaben, die sie immer wieder macht, sie kann sie sich nicht richtig abspeichern. Sie fragt bei ein paar Sachen, die sie eigentlich schon immer und immer wieder gemacht hat, bei ein paar Sachen fragt sie nachher, obwohl sie eigentlich wissen sollte, wie das geht, weil sie es schon so oft gemacht hat. Und dann hat es gesagt, ja komm, probier doch mal alles aufzuschreiben. Das habe ich gemacht. Aber trotzdem musste ich immer wieder nachschauen. Ich habe gemerkt, dass ich ein Büchlein dabei, also alles aufgeschrieben, alles was wichtig ist. Und dann, ja. Ich habe immer wieder aufgeschrieben, aber ich habe einfach immer wieder nachschauen. Oder Reaktionsfähigkeiten sind auch, also ich habe auch gemerkt, dass so ein bisschen die Reaktionszeit nicht so, ich weiß auch nicht. Ich würde nicht so reagieren wie ein normaler Mensch mit einem gewissen IQ. Hat man gesagt, hey, look, wir merken, dass du wieder Sachen vergisst und so. Ist das vorher schon passiert? Ist das vorher schon festgestellt worden? Ja, das ist vorher schon wieder festgestellt worden. Also, das ist schon vorher festgestellt worden, wie ihr schon gehört habt. In meinem ersten Praktikum. Dann hat es gesagt, hey gut, probier doch mal in der Küche. Also bin ich von der Pflege aus in die Küche schauen. Aber auch gleichzeitig durfte ich in der Wäscherei schauen. Und ja, ich habe die Wäscherei angeschaut, aber ich habe gefunden, irgendwie die Küche passt für mich mega gut, weil ich bin so ein Mensch, ich weiß auch nicht, ich bin so ein Mensch, der ein bisschen Action braucht im Leben. Habe ich gemerkt. Also so eine kennt ihr Menschen, die nicht immer das Gleiche machen können im Job, weil ihnen langweilig wird. Genau das bin ich. Und ich bin einfach so ein kreativer Mensch. Auch wenn ich nicht gut zeichnen kann oder so. Ich bin richtig ein kreativer Mensch. Auch durch das, was ich euch jetzt erzählen werde. Ja. Ich durfte wenigstens mein Praktikum fertig machen dort in dem Altersheim. Und zwar bis Ende Oktober 2018. Dann, Ende Oktober 2018, ist es gesagt worden, macht doch mal einen Gedächtnistest oder einen Reaktionstest, also einen IQ-Test oder einen, wie auch immer das geheißen hat. Ich glaube, IQ-Test hat es geheißen. Oder IQ-Test und ein Gedächtnistest hat es geheißen. Oh Gott. Es hat Gedächtnistest, also es war ein Gedächtnistest gewesen, zum schauen, was fehlt bei mir, was ist nicht richtig, was ist nicht gut, warum habe ich das und dies, das und blablabla. Und zwar bin ich dann dort, also ich sage euch, wo der Ort ist. Der Ort ist dort bei McDonald's gewesen. Neben McDonald's hat so ein riesiges Gebäude. Dort ist Loops, also das ist ein Haus dort sind Psychologen drin, für so Sachen wie ich zum Beispiel, oder allgemein Leute, die einen Psychologen brauchen, oder sonst irgendetwas. Und ja, dann ist festgestellt worden, dass mein IQ unter dem Normalwert liegt. Also ich werde euch da dann nochmal eine Tabelle einblenden, wo die IQ stehen. Also man sagt, ein normaler Mensch, der normal schafft und sich normal gut, also normale Menschen haben einen IQ von 100. Und ich sage bewusst normale Menschen. Es ist nicht böse gemeint. Ich sage es einfach nur so. Und ich muss mir vorstellen, da sind die Mehrheit von der Menschheit und da bin ich. Es gibt Menschen, die sind oben dran. Es gibt Menschen, die haben einen IQ über 100 und es gibt Menschen, so wie mich, die haben einen IQ unter 100. Und ja, ich denke euch so, hä, warum ist das genau relevant für uns? Entschuldigung, jetzt nicht.
warum ist das genau relevant für uns? Und warum zeigst du uns die Tabellen oder warum kommst du nicht gerade zum Punkt und sagst, was du beruflich machst? Ich wollte das einfach ausführlich erklären. Und zwar habe ich durch das eine Diagnose erlebt. Und zwar habe ich die Diagnose bekommen, dass ich eine kognitive Einschränkung habe oder auch neuropsychologische Einschränkung genannt. Und zwar ist es so. Ich denke euch sicher so, hä? Bruder, was ist das? Ich kann euch aufklären. Ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann. Sonst suche ich euch noch eine Webseite raus, die das genauer erklärt. Und ja, ich habe auch Haar. Fragt euch nicht warum. Also, es ist so. Bitte ignoriert die Hintergrundgeräusche. Und zwar ist es so. Die kognitive Einschränkung hat damit zu tun, dass ich mir Sachen nicht merken kann. Immer Sachen muss aufschreiben. Ich bin langsamer als alle anderen, also ich arbeite nicht so schnell wie alle anderen. Und praktisch ist es so, ich bin langsamer, ich bin vergesslich, also ich vergesse Sachen, ich bin langsamer, arbeite dafür korrekt. Und ja, sagen wir so. Bitte verzeiht mir, aber ja. Damals ist mir dann gesagt worden, nachdem ich den Test gemacht habe und die kognitive Einschränkung die Diagnose bekommen habe, kognitive Einschränkung oder neuropsychologische Einschränkung, die habe ich bekommen als Diagnose. Und ihr müsst wissen, das ist so wie so ein Wow. Also es ist mir nicht neu gewesen, dass ich Sachen vergesse und Sachen aufschreiben muss. Nur, dass es wirklich eine Krankheit, also nicht eine Krankheit ist, aber eine Diagnose, wo ein Mensch auch ausbildungstechnisch einfach einschränkt. Und dann fragt euch so, hä? Warum? Es ist so, durch eine Webseite rein, wo das genauer erklärt. In die Infobox oder da beim I irgendwo. Es bedeutet einfach, dass ich langsamer bin und ich vergesse halt sehr viele Dinge. Und viele Betriebe heutzutage können sich keine so langsame Arbeiter wie mich leisten. Also ihr müsst euch vorstellen, viele Betriebe wollen einen guten, schnellen Arbeiter, vor allem in der Pflege. In der Pflege kann ich es verstehen, in der Pflege hast du Verantwortung und du musst die Sachen merken können, du musst es in- und auswendig können und Routine haben und dies und das. Und ich verstehe, dass ich nicht in den Beruf hineingehöre mit der, dass ich durch das viele sagen wollte, ist, viele Betriebe wollen nicht jemanden so wie mich aufnehmen. Es gibt aber auch, was ich nicht gewusst habe zu dem Zeitpunkt, es gibt auch viele Betriebe, die solche Leute unterstützen, damit sie zuerst eine Vorbildung machen können und dann EBA machen können und dann, wenn sie noch wollen, EFZ. Ihr müsst euch einfach vorstellen, damals sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Natascha, du bist, wie sagt man, du bist nicht fähig, eine EBA-Lehre zu machen oder eine EFZ-Lehre. Und, oh Gott, sorry. Ich muss mir vorstellen, für einen Menschen, der immer die Hoffnung hatte, oder, sorry. Ich muss mir vorstellen, für einen Menschen, der in einer Klasse aufgewachsen ist, in der alle eine Lehrstelle haben, und sicher dieses Jahr oder nächstes Jahr fertig mit dieser Lehre sind. Ich muss mir vorstellen, wie hart es ist, einfach mehr als einen Monat daheim zu sein und darauf zu warten, dass man die Anmeldung bei dieser IV bekommt. Ich habe es gesagt, finally. Oh. Also, IV. Ihr wollt sicher wissen, was ist die IV, was macht sie und warum brauche ich die Hilfe von ihr. IV ist die Invalidenversicherung
Und denkt euch Invalidenversicherung. Was hat das mit dir zu tun? Und zwar hilft IV so Menschen wie mir, die eine kognitive Einschränkung haben. Sie helfen mir, einen Beruf zu finden und einen Beruf zu machen in einer sicheren und abgesicherten Berufswelt. Sprich, ich kann eine Lehre machen, aber nicht im EBA-Bereich und auch nicht im EFZ-Bereich. Also sprich als PRA. Was ist PRA? PRA ist eine Ausbildung, wo ein bisschen unterhalb von EBA ist. Das ist praktisch da, PRA, EBA und ganz oben ist EFZ. Man praktisch einen gesicherten Ausbildungsplatz zu suchen, also zum Beispiel jetzt momentan in gewissen Sachen, zum Beispiel wie in der Stiftung Brandy zum Beispiel, da kann ich zum Beispiel eine gesicherte Ausbildung machen also ich kann nicht vieles machen, aber ich kann sicher als Küche machen, als Hauswirtschaft, als Pferdefachfrau, Gärtnerin oder Floristin auch. Es gibt viele Jobs, die das unterstützen. So einen Ort gibt es in Bern, Richtung Lieberfeld. Und dort werde ich hingehen und schnuppern. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich 2 Wochen lang nicht da bin. Also nicht hintereinander. Also ich bin in der Nähe von der Osterferien bin ich eine Woche lang nicht da. Dann bin ich wieder da und eine Woche lang wieder nicht. Und ihr müsst mir verzeihen, wenn nächste Woche nicht das Video kommt. Weil nächste Woche bin ich am Schnuppern. Genauso wie in der übernächsten Woche. Und dann habe ich dann wieder Pause. Und dann geht es dann 2 Wochen auf Bern. I felt this